Na Leute, was denkt ihr? Zeit für den nächsten Arealboss? Ich denke mal sowas von. Jetzt hoffe ich nur, dass wir es bereits aktivieren können, wobei, ja, wo soll das Problem sein, wa? Bingo, null Problemo. Truhen sind zum Teil interessant. Was zum Henker? Hä? Okay. Noch kaputter kann die Welt, glaube ich, kaum sein. Völlige Verwirrung. Du. Aber hier geht's rein. Nicht Items. Map. Was sagt die Map? Die Map sagt, yo. Natürlich sind wir normale Gegner, natürlich normale NPCs, beziehungsweise nicht NPCs, sondern einfach halt mitgefangene Spiels, die irgendwie auch hier mitmischen können, natürlich. Denn uns auf die Tür aufmachen können, aber nee. Oh, komm, leck mich, ey. Sonst ein großer leerer Raum, war. Plus natürlich ein paar Spanner von Ritter. Also generell betrachtet nichts Neues. Jetzt hat er mich auch noch getriggert. Hey, die ganze Zeit war er immer so lieb. Der teuflische Wissenschaftler. Ja, schon Zauberer. Ja, Sentinel, ja, keine Ahnung, mehr bedeuten. Hatte mehrere Bedeutungen jeweils. So, der Gegner wird sowieso auch ein Drache sein, also dürfte klar sein. Mhm. 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 Eigentlich muss man einen Weg zur Treppe finden, wa? Jo. Ja. Nein, ich wollte gar nicht angreifen. Mann, ey. War die gleiche Tastenbildung vorne, das ist das Problem. Mass of Darkness. Mhm. Kommt mir bekannt vor. Dark Knight und so, ich glaube, wir kennen uns, wa? Oh, geil, der war so aus, wie auf 4 Level höher als Kirito. Das ist irgendwie sauer, verstehe gar nicht warum. Nein! Ja, wobei, vielleicht doch.
Vielleicht ja sogar der richtige Weg. Ja, Wow. Ernsthaft, dann komm her. Das verfluchte Schwert, der wieder trägt ein Schild. Einfach verarsche. Und tschüss. Verfluchtes Schwert, adieu. Servus. Servus. Und hoch. Oh mein Gott, wie viel hat's denn hier noch? Über viele Treppen musst du gehen. Hat ein bisschen was von den Ebenen, war. Und es ist noch nicht vorbei. Wo es eigentlich fast nach aussieht. Nee, euer fucking Ernst hier. Gut, hier geht's nicht durch. Lassen wir das. Das ist eine nette Truhe. Ah, da wäre es gewesen. Scheiße. Aber es gerade gemacht. Mythos Spikes ist eine AOE-Attacke, glaube ich. Doch. Immer noch, sag jetzt mal so. Ja, ist echt doof, von solche Türen, die ja im Prinzip kein anderes Areal aufmachen, sprich man sich irgendwie nicht abhauen könnte, dass man solche nicht trotzdem öffnen kann, auch wenn halt ein Gegner dabei ist. Mein Gott, ey. Es ist halt wieder so ein Faktor, es ist ähnlich wie bei normalen Ebenen 1 Grad, an den ganzen Türmen dort. Beziehungsweise Labyrinthen, die halt das Spiel künstlich in die Länge ziehen. Also wenn es irgendwie mal einen Preis geben sollte für das Spiel, das am meisten sich in die Länge streckt, den Kaugummi, SO wie Holofragment, wäre der King. The King of Games, zumindest in der Kategorie. Also ganz ehrlich, mir wäre es schleierhaft, wie jemand, der mit SO selbst nichts anfangen kann, beziehungsweise muss ich anders sagen, der mit der Story von SO noch nie in Berührung gekommen ist und sich denkt, okay, ich kaufe mir jetzt mal das Spiel, weil es vielleicht cool aussieht. Ich habe so meinen Zweifel, dass es irgendwie etwas für den wäre und deshalb mich begeistern kann. Halt Illusionen, natürlich wieder da, sehr schön. Wieso es jetzt plötzlich hier wieder so aussieht, ich habe keinen Plan, wird aber seinen Grund haben. Ah, okay, Türen aufmachen mit Gegnern geht nicht, aber teleportieren, das geht. Ein bisschen was in diesen Teleportationen bei Pokémon. Hätten wir wieder hier. Dankeschön. Nein, ich wollte reinlatschen. Hallo Mission gestartet. Dich gar nicht will. Genau deswegen. Daher sowieso dann so weggeschickt werde. Im Prinzip sind es nichts anderes als Teleportationen oder Teleportationsfelder. An einer bestimmten Reihenfolge, die könnte man ja eigentlich lernen, was glaube ich aber, wie ich das sehen, ein bisschen schwieriger werden könnte. Weil das hier das einzige in diesem Areal ist, was ich nutzen kann. So. Jetzt bin ich da oben. Dann habe ich auch nur eins. Ah, doch, hier habe ich noch eins, okay.
Ich habe nichts gesagt und ihr habt nichts gehört. Okay, jetzt, wir haben da eins, wir haben da eins. Ja, ich nehme den Mu, links oder rechts. Bisher hat links Glück gebracht. Ja, irgendwie scheint links Glück zu bringen. Ja. Irgendwann ist das Glück leider auch Flöte. Okay. Wir hatten von der Reihenfolge, das ist natürlich ganz einfach. Dann haben wir hier auch 2, das war auch das linke. Das richtige linke Nummer. Mhm. Dann haben wir hier auch die Nummer links. Nummer vor allem. So, hier war ebenfalls das auf links. Dann kommen wir mit denen von den Truhen, genau, aber ich muss halt rechts gehen. Weder stimmt nicht. Ach du Scheiße. Okay, ja, hier muss links, weil sonst, wenn ich rechts gebe, nicht direkt am Anfang. Also geht da gar sowieso nicht. Ich habe vorhin links gewählt, nehme ich jetzt einmal rechts. Mal gucken, wo ich dann rauskomme. Direkt hier. Schön, waren wir auch schon mal. Problem ist, ich glaube, links führt hier immer zum... Kann das sein, dass die Dinger hier immer zum gleichen führen? Stimmt das soweit? Jo, das stimmt soweit, okay. Also nicht so, dass irgendwie, wenn ich jetzt sage, okay, ich komme jetzt von einem bestimmten Teleporter, dass der nächste Teleporter ein anderer ist oder irgendwo anders hin zeigt. Das ist immer so. Hier muss ich also in dem Fall immer den linken nehmen, weil der rechte bringt mich wieder zurück zum Anfangsraum. Hier habe ich die Wahl, nehme ich den linken oder den rechten. Den rechten nehme, komme ich direkt zu der Truhe. Aber hier wissen wir auch, hier links, wieder hier, okay. Also. Hier hatten wir nicht so viel gewählt, oder? Da hatte ich einfach spontan gesagt, okay, links muss sein. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Also hier ist klar, hier haben wir nur einen einzigen Teleport, das ist noch das Einfachste. Und jetzt hier nun zum Vergewissern. Der hier führt direkt zurück zum Anfangsraum. Okay, kann ich auch mitleben? Falsch. Nein, falsch hier. Das ist also klar. Das heißt, die ersten beiden sind fix gesetzt. Ja, hier sowieso, geht gar nicht anders. Und der über den. So. Also im Prinzip 1 links. Dann. Hier ist irgendwie noch nicht so ganz klar, ob es links oder rechts ist. Da führen wir irgendwie immer ein bisschen anders hin. Ich glaube, das wäre noch richtig. Und da bin ich jetzt vorhin auch links gegangen. Gehe jetzt mal rechts. Das sieht gut aus. Okay. Try and Error, Freunde. Try and Error. Ausgerechnet jetzt? Ernsthaft? Wer schreibt denn jetzt? The cool Chats, okay. Ja. Gefährlich ist... Oh nein, jetzt bin ich hier. Wollt ihr mich verarschen? In meine Mu. Und raus bin ich. Jo. Dankeschön. Also hier war schon auf den ersten... Hä? Das ist ein anderer Raum? Nee, ist der gleiche. Leichte Verwirrung. Nur ganz leider zum Glück.
Ja, oh Mann. Ach, da ist er wohl. Ah, welcher Entwickler hatte hier denn so Bock drauf, so ein paar Teleport-Rätsel, ganz ehrlich. Okay. Im Anfangsraum. Also, rechts. Gehen wir hier hin. Nee, ganz sicher nicht. Bin ich vielleicht lebensmüde, aber nicht so. Ach, hier, scheiße. Doch, war ja richtig. Hehe. Der obere. Gut, den unteren. Also den links und dann den rechts. Sind wir jetzt langsam mal richtig hier? Alter. Boah. Nein, ich bin da. Scheiße, ich bin da falsch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Ja, das ist logisch vorgehen. Also den links nehmen. Was passiert, wenn ich jetzt hier den links nehme? Links kommt es im Raum noch nicht war. Links, rechts komme ich. Muss schon mal empfangen werden. Ne, waren wir schon mal. Da führen irgendwie beiden ins Nirvana, wa? Naja. Genau, bin ich hier wieder und der führt mich, glaube ich, wieder zurück, oder? Der führt mich jetzt hier hin, warte mal, also der erste nach dem Start, das heißt hier links. Da unten gehe ich jetzt mal hier entlang. Es sieht so gleich aus, aber ist wieder ein anderer Raum. Ach du Scheiße. Ja, ist halt Try and Error, was willst du machen, wa? Okay, vorhin fand es noch witzig, jetzt finde ich es noch echt bescheuert. Am Anfang? Mann. Macht nicht wirklich Spaß. Die Frage ist vor allem, wohin teleportieren? Einfach so Teleport. Vielleicht irgendwo noch irgendetwas zum Speichern. Nö, sieht nicht so aus. Das ist natürlich ein Ding zum... Ich schätze mal zum Zurück-Teleportieren, also bloß nicht betreten. Wehe, Filia, wehe. Ja. Nehmen wir einen Teleport-Kristall und hoffen das Beste, wa? Was sonst hin? Ach, na endlich, ey. Jetzt wird mal ein beschissenes Rätsel. So. Der gut macht Sinn, der ist natürlich oben. Da hat er jetzt schon ein bisschen was von Twilight Princess, wenn wir ganz ehrlich sind. Wie ist der Drache wieder? Agorok. Der Drache im Himmel.
Tja, servus, wa? Du wirst sterben, Mann. So, hier ist der Blade Dragon. Starburst Stream! Bin dabei! Ja, und der erste Balken ist gleich am Arsch. Aua, so wie ich auch noch ganz mit. Alter! Der kann nichts machen, leider. Also nicht viel zumindest. Kirito. Das Vieh nervt mich ein bisschen. Der ist irgendwie heftiger als der andere. Vor allem steht einfach nur Boss. So, die ist der Blade Dragon. Ich wünsche, ich kann wieder mal blocken. Kirito, was zum Teufel tust du da eigentlich? Ja, Blade Dragon, verstehe ich schon die Idee dahinter. Na toll. Blocken für den Arsch, sag ich mal. Ah, der Typ geht mir ein bisschen auf den Sack. Vor allem haut er jetzt schon raus, was er kann. Wir machen keine Sword-Skills mehr. Sehr schön. The Sky Master Sword. Master Sword? Haben wir das Master Schwert vernichtet? Aber wie soll Link jetzt das Böse besiegen? Du, Next Area, wa? Klingt, wie ich finde, sehr, sehr gut. Next Area, wir wissen ja, wo es weitergeht, da ist da unten. Müssen wir leider wieder mal ein bisschen laufen, aber hey, ist ja kein Problem für uns, oder? Philia, sie heilt sich und regeneriert sich dank ihren Skills. Ja, stimmt schon, so weiter, okay. Ja, grüezi miteinander, dürfen bitte durch, dankeschön. Und merci. So, Freunde, 24 Minuten, das ist gar nicht mal so schlecht. Also wenn man jetzt bedenkt, dass ich den ersten großen, fetten Arealboss erst vor 2 Parts gemacht habe, jetzt direkt der nächste. Ich glaube, ich sehe nicht mehr viel von der Map, aber ganz ehrlich, da ist das Traurige leider an. Die Map ist ja eh eigentlich immer gleich aufgebaut. Insofern finde ich jetzt unseren Hollow Rush, wie ich den gerne bezeichne, gar nicht mal für so schlecht, wa? Das wissen wir auch, wir können hier im Süden weitergehen. Ich bin mir nicht so sicher, wie viele Hollow Areas es überhaupt gibt, aber wenn man es mal die Karte angeguckt hat, ich meine, so viele sind es eigentlich nicht. Oder? Oh, so geht gerade noch weiter in an, dankeschön. Be careful, guys. Mit dir schon wieder. Also, Hollow Area, war.
Hier haben wir eigentlich soweit alles gemacht. Hier sind wir aktuell drin, ist aber eigentlich auch schon soweit alles wert. Das heißt, hier noch, vielleicht nochmal eins. 2, maximal 3 Hollow-Areas sehe ich noch. Also ich persönlich. Das ist wirklich nicht viel. Oh nee, nicht im Ernst. Stimmt, das ist einer von der Gattung, die ein bisschen sehr anhänglich ist. Aber hat sich verarschen lassen. Was? Was kann man? Willst du mich verarschen, Kirito? Ich will weiter. Ich will jetzt nicht irgendwelche Sidequests so machen. Um Gottes Willen, das ist nicht euer fucking Ernst, oder? Oh, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge, werden wir das Tor hoffentlich öffnen. Wenn es irgendeine scheiß Sidequest ist, mache ich selber, ganz ehrlich mal die Offscreen. Wir schauen mal, was es vielleicht noch Interessantes gibt, man weiß es nicht. Ansonsten, die kloppen noch ein bisschen auf das Monster rum, sollen sie mal. Der andere wartet da vorne auf uns, weil er weiß, dass wir wieder zu ihm durch müssen. Sehr schön. Bye, bye.